Spür mal, wie sich's liegt. Gleich mal der Oberrücken, der Mittelrücken, der Unterrücken. Nimm deine Füße so ein bisschen enger. Eine Fußbreite Platz dazwischen. Relativ nach sie als Viertel suchen. Ausgangsposition Schulterbrücke. Schnauflänge. Und dann mit der Ausatmung ruggele dein Steißbein ein, kipp dein Becken rückwärts. In den Lendenbereich runterschnaufen. Mit der Ausatmung weiterfahren mit dem Aufruggeln, Sitzbeinhöcker in die Kniekehle reinziehen lassen, schieb deine Knie nach vorne weg, lass sie nicht auf die Seite abdriften lassen. Stell dir vor, du hast den Ball zwischen den Beinen, auch wenn er jetzt nicht dort ist, das wirklich mal nur in Vorstellung, mal an die obersten Punkt raufkommen. Spür, wie es sich anfühlt, von den Spannungsverhältnissen her. Vielleicht hast du auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen eng über die Hüfte, es zieht, es spannt, vielleicht auch über die Oberschenkelmuskulatur. Spür auch mal Verbindung Hüft-Lenden. Vielleicht gibt es dort auch einen oder anderen Zug oder Druck. Korsett bleibt geschnürt, auch hier wieder mal drauf achten, Rippenbögel ziehen, Bauchraum rein, Verbindung Bauchnabel, Schambein, Brustbein behalten. Auch spüren, wie fühlt sich das in dieser aufgespannten Brücke an. Ein- und ausatmen und dann erst mit der nächsten Ausatmung wieder langsam Brust wirbeln. Und einen um den anderen abrugeln. Übergang Lendenbereich. Und den Unterbauch gut zurückziehen, für das du wirklich ein Wirbel umeinander auch im Lendenbereich kannst zurück aufs Mätteli legen. Oder zumindest versuchen. Und erst am Schluss das Becken wieder ablegen. Einschnaufen. Und einmal mehr das Steißbein einrugeln, Becken rückwärts kippen, weiter aufrugeln, die Sitzbeinhöcker Richtung Kniekehle ziehen lassen, Unter aufrugeln, Knie ziehen nach vorn, weg in Raum, die obersten Punkt kommen, aufspannen, spüren, ein- und ausatmen. Und dann nimm den Ball und tu den Ball unter dein Becken platzieren. Da, wo schön knöchrig ist, Kreuzbein abwärts, das Plätzchen Finger, Becken drauf ablegen und das erste Mal Steißbein einrugeln, das Becken zu dir zuziehen. Dann kannst du vielleicht sogar ein bisschen mehr kippen noch als vorher auf dem Boden. Und dann Gegenrichtung. Ich kann so wie in ein Hohlkreuz reinkommen, da auch spüren, was fühlt sich für dich gut an, welcher Bewegungsradius. Zu dir zukippen und von dir wegkippen. Wieder suchen und wieder weg. Und dann fangen wir an, das Becken kreisen. Die eine Seite starten. Klein anfangen. Bewegung grösser werden lassen. Und dann auf die andere Seite rum. Sind das in etwa gleiche Kreise, links und rechts um? Oder gibt es Unterschiede? Das Becken wieder ausmitten.
Das Becken zentrieren auf dem Bauch, stabilisieren. Beckenboden ansteuern, Korsett fein schnüren. Das rechte Bein anlüpfen. Becken ist noch stabil. Das Bein strecken. Bein weit nach vorne strecken, 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 senken. Schön öffnen über die Hüfte, ohne dass das Becken kippt. Und dann das Bein wieder zurück anwinkeln. Dieses Mal nach zu dir ziehen. Nach. Und das Knie strecken. Wenig Bein rückseitig. Dann kannst du da so eine kleine Scheibenwischerbewegung reinnehmen. Und oder Oberschenkel. Mal nach innen drehen, mal nach außen drehen. Spür für dich auch gerade so, was fühlt sich besonders gut an. Das Bein dann wieder ausmitten, das Bein lang nach vorne führen, das Becken stabilisieren, aus der Hüfte rauswachsen, heb dein Becken. Wenn du es nicht mehr kannst heben, du hast die Knie anwinkeln, dass der Fuß Bodenkontakt hat und dann das Bein lang nach vorne entspannt ablegen. Andere Bein anlüpfen. Strecken, lang nach vorne senken. Lang, so weit dass du es stabil behalten kannst. Jetzt das Bein wieder anwinkeln, nach zu dir ziehen. Jetzt darf das Becken zu dir herkippen. Eine schöne Öffnung über die rechte Hüfte. Und dann das Knie strecken. Oberschenkel nach innen, nach außen drehen. Die Scheibenwischer-Fächerbewegung auf dieser Seite. Fühlt sich's hier an. Den Punkt hast du auch den Moment, da fast verweilen, weil es sich gerade sehr gut anfühlt. Mach das. Und dann das Bein wieder mittig einrichten, plus, minus und lang nach vorne senken. Becken jetzt wieder stabilisieren, heben. Du hebst es und das Bein am Boden entgegen. Lass sinken, kannst du jederzeit hier anwinken, wenn du nicht mehr stabilisieren kannst. Und dann entspannen. Andere Bein wieder aufnehmen. Auf. Knie anwinkeln. Zu dir ziehen. Nach zum Brustbein. Jetzt öffnen über die linke Hüfte, über das linke Hüftgelenk. Und dann anfangen strecken. Ganz intuitiv. Lass dich leiten, was sich für dich gut anfühlt. So machst du die eine und die andere Seite. Es kann sein, dass die eine Seite ein bisschen mehr Stimulation braucht als die andere. Also immer mehr auf den Körper vertrauen, sich die von ihm leiten lassen. Und dann wieder hier auf weit. Lang nach vorne. Senken, stabilisiert. Und dann erst entspannen. Andere Bein. Hunger rauf. Anwinkeln. Spüren.
Und weit nach vorne dein Rundeli fertig machen. Du kannst einen Moment auf dem Ball wieder schmelzen lassen. Und dann ein Bein ums das andere aufstellen, das Becken wieder schön zentrieren, ein Bein anlüpfen, nachspannen, das zweite Bein. Bein schwer zu dir suchen fallen lassen, deine Oberschenkel Richtung Brustbein sinken lassen. Und die Unterschenkel entspannt lassen. Bein zurückschieben, Knie über die Hüfte, jetzt haben wir wieder Grundstabilität. Das ist nicht so viel wie das, was jetzt kommt. Greif mit diesen 10, 20, 30 cm weiter nach vorne. Es gibt wie das Aufspannen vom Korsett. Braucht viel mehr Kraft. Und dann lässt du deine Oberschenkel zurückfedern. Wieder in die Stabilität, Grundstabilität. Und wieder aufspannen. Aufspannen, aufspannen, aufspannen. Und loslassen. Zurückfedern. Wieder Grundstabilität und aufspannen. Du hast auch hier die Möglichkeit, Beine mitstrecken beim Zurückfedern. Spür für dich, was sich gut anfühlt. Schön heben, 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 heben. Und loslassen, federn. 2, 3 Mal. Und dann wieder Grundstabilität aufspannen. Wenn es noch nicht so federt, einfach weiterfahren, ausprobieren. Und wenn du dann genug hast, nimmst du den Ball unterführen und kommst nachspüren, wie sich das anfühlt ohne Ball. Und hier mach dein Rundeli in deinem Tempo fertig. Nimm dir danach einen Moment Zeit zu spüren. Der Unterrücken, der Mittelrücken, der Oberrücken.